Bevor wir uns in die News stürzen, nochmal ein kleiner Reminder, dass wir bei uns aktuell im Discord ein Giveaway am Start haben. Ihr könnt eine Gaming-Maus von Logitech gewinnen, und zwar die Pro X Superlight in Rot. Das Giveaway geht noch bis am Dienstag Mitternacht. Also für alle, die den Podcast hören, noch bis heute, wo er rauskommt. Und ja, dann würde ich meinen, good luck. Und dann fangen wir an mit Buffcrit Loot. Einen kleinen Überblick über unsere Themen. Und zwar haben wir ein kleines Happy End zu Workers and Resources. Wir haben News zum Super Mario Bros. Film. Und zwar kommt der früher als ursprünglich geplant in die Kinos. Das ist auch mal nicht schlecht. Dann gibt es eine neue App, oder beziehungsweise ein Announcement von einer neuen App, und zwar Pokémon Sleep. Es gibt News zu GTA 6. Es gibt anscheinend, aber das ist ein kleiner Mislead, ein neues CSGO. Mehr dazu natürlich im Thema inne. Und ein neues Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, was auch immer, 4, glaube ich, ist es. Genau. Anschliessend haben wir noch ein kleines Thema im Crit. Und zwar geht es dort um Atomic Heart, respektive der Shitstorm oder Boykott oder wie man das so nennen will, der in der letzten Zeit ein bisschen losgetreten ist. Und last but not least haben wir natürlich unseren Loot und dort haben wir grossartige Neuigkeiten für euch. Und zwar kommt Steam Deck endlich bei uns in den Shop und ich freue mich enorm drauf, ich kann es kaum erwarten. Und damit herzlich willkommen zu Buffcrit Loot Episode 51 mit mir, der Steffi, und wieder am Start der Cyril. Hallo miteinander. Hallo, so Monologende. Monologende. Nein, wunderbar. Danke vielmals, dass ich nochmal dabei sein darf. Freue mich. Ja, solange der Nico in der Ferien ist, brauche ich natürlich einen würdigen Ersatz und ich glaube, du bist mehr als würdig. Habe ich mich dürfen jetzt die letzten paar Mal ein bisschen beweisen. Ich freue mich Definitiv. natürlich auch jedes Mal. Es gibt Absolut. immer wieder neue Themen. Es ist wahnsinnig, was in einer Woche alles passieren Ey, kann. Hä? Gaming schlaft nie, das ist ja so, ja. Wir haben immer fancy Schüssel am Start. Das ist ja so. Fancy Schissel. Absolut fancy Schüssel, ja. Und da wieder Good News und Bad News und alles haben wir. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir sogar noch heute die Möglichkeit, einen Kreis zu schliessen mit der letzten Folge, Hey, oder Steffi, wo du das Thema genau. vorgestellt hast. Und genau, ich habe ja letzte Woche darüber erzählt, dass wir also das eine Game Workers and Resources, das ist so ein Aufbauspiel, dass das ja, so dermaßen basht worden ist von einem angeblichen Fan, dass es von Steam genommen worden ist, wegen DMCA-Strikes und allem Möglichen. Also da hat dem Spiel richtig das Leid gewerkt, aber es gibt ein Happy End, und zwar ist Workers and Resources jetzt wieder zurück auf Steam, und zwar seit dem 4. März. Also es ist wieder da, man kann es wieder kaufen, man kann es wieder spielen. Genau, und das freut mich persönlich. Ich finde das schön. Freut mich auch, ja. Ich hoffe in dem Fall, dass der Streit mit dem Anführungs- und Schlusszeichen Anwalt hat können beiseite gelegt werden. Ich Oder habe ich hab hm? gedacht, ich gehe mal ein bisschen lesen, aber wahnsinnig viel habe ich nicht gefunden. Ich habe einfach die Info gefunden, dass es wieder da ist. Aber was schlussendlich mit dem Anwalt passiert ist, keine Ahnung. Aber ich finde es einfach schön, dass es anscheinend ja, anerkannt worden ist, dass das Spiel fälschlicherweise aus dem Steam Store geflogen ist und es jetzt darum wieder da ist. Ja, toll. Dann ein Mhm. wunderbares Happy End, nachdem wir noch zuerst die traurigen News gehabt haben. Voll, absolut. Ah, Aber ja, ganz schön andere für News dich. sind auch happy. Also, als ich so gehört habe, habe ich gefunden, so, was, das gibt es ja eher selten mal, dass etwas vorverschoben wird. Und Ja, ja, jetzt gerade ein Film vor allem. Ah, ich freue mich. Super Mario Brothers Ja, ist vorverschoben worden, ganz unerwartet. ja, Auch vor allem nicht zu krass. viel, Aber aber wenn wird schon mal ein Kinofilm verschoben, weißt du? Und warum? Warum? Ja, das Warum, oder die Frage kann man auch nicht ganz abschließend beantworten. Es ist auch ein bisschen lustig. Also, wir behalten in der Schweiz den Röstigraben bei. Nämlich geht der Film jetzt neu am 5. April in der Welschen Schweiz an den Start und am 6. April in der Deutschschweiz. Wie es im Tessin aussieht, keine Ahnung, tut mir leid, müssen selber schauen. Aber ja, jetzt sehr witzig. Also der 5. kann ich mir noch gut erklären, weil das ist ein Mittwoch. Steffi, ich glaube, das kennst du auch. Mittwoch ist so ein bisschen der Premierentag. Oder zumindest früher, gewesen, als ich noch junger Sprössi war und noch ins Kino gegangen bin. Oder Wo die nicht? Bei dir? Gummistiefel noch aus Holz waren, gell?
Ja, Ja, richtig, genau, absolut, absolut. Und noch Trachten angelegt hast für ins Kino, oder? ja, die Kein Lederhosen Popcorn, und da so. das Ah nein, was ist denn? komische, ja genau, Also, was ist so eine Landjäger kleine mitgenommen. Zwischenfrage? Landjäger mit süßes oder salziges Popcorn? Gute Frage. Im Kino salzig, die haben wir gemischt. Oh ja, gemischt. Perfekte Antwort, ja. Ja, gemischt ist schon mein absolutes Lieblingspopcorn. Haben wir übrigens auch im Shop, Leute. Oh, wenn wir es nicht leer Gut. kaufen. Aber wenn du Ja, jetzt musst entscheiden im Kino, Steffi, was nimmst du? salzig. Also komplett Salzig. süß, das habe ich nicht gern. Da fehlt mir so ein bisschen das Salzige. Aber irgendwie, das Ja, verklebt einem einfach so das Maul mit der Zeit, habe ich das Gefühl. Dann ja, trinkst da du kommst mehr und du. dann musst du aufs WC Ja, und dann mittlerweile gibt es ja keine Kinopausen mehr. Und dann ja. musst aus dem Film rauslaufen, während der Film läuft. Nein, 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 nein. Geht gar nicht, Nein, geht gar nicht. absolutes No-Go. Dann lieber Salz essen und Genau. gerade das Wasser absorbieren Ja, lassen direkt. exakt. So sieht's Gute aus. Idee. So Oh. kann man das auch mal anschauen. Okay. Ja, warum ist das so ein Thema? So ein grosses ist es eigentlich gar nicht, aber es ist mal eins gewesen. Super Mario Bros. Hätte eigentlich sollen an Weihnachten letztes Jahr, im 2022, erscheinen. Ist dann verschoben worden auf den 7. April und dann hat man gemerkt, passt irgendwie doch nicht ganz so. Und man hat es nochmal voll verschoben. Für uns eben, ich sage mal jetzt in der Dachregion, ist so ein bisschen Mittwoch Filmstart voll okay. Donnerstag jetzt auch noch. Aber sehr unüblich ist es offenbar in Amerika, dass unter der Woche ein Film startet. Dort ist es ihnen normal wirklich auf einen Freitag hin. Also die müssen sich eh nicht daran gewöhnen. Für uns ist es cool. Endlich ein bisschen früher Super Mario Bros. Endlich überhaupt mal in den Kinos. Freuen wir uns drauf. Steffi, wie gespannt bist du für eine Skala von 1 bis 10 auf den Film? Jetzt habe ich schon überlegt, so wie ein gespannter Flitzebogen. Auf einer Skala von 1 bis 10 muss ich Mhm. wirklich zugeben 10. Also ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr auf einen Kinofilm gefreut. Also sogar Ariel, wo ja auch announced worden ist bei mir nur so auf einem 6 oder 7. Mhm. Aber Super Mario Movie, ich freue mich einfach wahnsinnig drauf. Einfach Game-Verfilmungen an sich sind ja schon immer so etwas Spezielles, aber Ja. jetzt zum Beispiel die letzten paar Verfilmungen wie Uncharted oder so habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen, aber Super Mario ist einfach irgendwie so ein Kindheitsthema und das ist für mich irgendwie, ja, ich verfolge es ja jetzt durch Buff Crit Loot auch schon ein bisschen intensiver als andere ja, Mhm. Filme und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie sie die Charaktere darstellen, vor allem eben, wo anscheinend sollte ja die Peach recht badass sein und das finde ich natürlich geil. Schon. Ist das Ja. nicht ein Bruch mit dem Charakter oder ist sie, wie sie sowieso nie so eindeutig irgendwie gezeigt worden ist in den Games, dass sie eigentlich ihren Charakter oder Persönlichkeit kann annehmen, was sie will? Ich glaube, es ist vor allem das. Ja, ich meine, sind wir ehrlich, eben, bis jetzt war sie zwar immer so ein bisschen die Maiden Nöten gewesen, so klassisch, aber es ist halt sehr veraltet. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dass das, Mhm. ich meine, das ist ja auch ein bisschen das Problem bei der Zelda, dass man wie nicht mehr Bock drauf hat, immer die Frau, die in Schwierigkeiten geratet und, oder entführt wird und dann muss gerettet werden. Ja. Und darum finde ich es einen sehr modernen Ansatz, der hier gegangen wird beim Super Mario Movie. Und aber ich glaube, eben, gerade wie du gesagt hast, durch das, dass sie nie wirklich erscheint, ausser als die Prinzessin, die muss gerettet werden. Wir wissen aber nicht die Hintergrundstory so ein bisschen von ihr. So, wie ist sie eigentlich drauf? Was macht sie, während sie eigentlich gefangen ist? Probiert sie auszubrechen? Ist sie so eine, die, musst du dir vorstellen, wie so eine Gefangene, die plötzlich mega heavy fährt, davon trainieren und so, weißt du, und von Badass wird, das weisst du ja nicht, oder? Und Vielleicht mal Peach den Mario rettet oder so. ja, stell dir vor, das wäre nur gut. Ja, Oder zumindest und der Luigi oder so. wäre auch witzig, Ja. ja. Oder du tust dann nicht irgendwie die Hütchen wechseln wie als Mario, sondern du tust das Krönchen wechseln Ja. als Peach und hast dann auch verschiedene Fähigkeiten Oh oder Gott, so. stell dir vor, der Luigi wird plötzlich pink. Oh. Es kann alles passieren. Ja, eben zu Oh. der Handlung ist, ich sage mal, zum Glück wirklich nichts bekannt. Da hat man in jeder Regel vorgeschoben gehabt und ist mal schön ohne Spoiler können ins Kino reinzocken und ja, ohne irgendwelche Infos, einfach das Ja, können ein geschehen paar zu lassen, Sachen oder? weiss man ja schon. Eben, man geht davon aus, dass der Luigi entführt wird vom Bowser. Man weiss, dass der Bowser im Penguin Kingdom einbricht.
so Sachen weiss man natürlich schon. Man weiss auch schon, dass ein Dings vorkommt, die Regenbogenstrecke, eben, dass die Peach ein bisschen badass ist. Aber ja, ja, Aber so so ein der, bisschen der die gesamte Sachen weiss man. Handlungsstrang, der fehlt ja trotzdem. Weißt du, Das es ist jetzt nicht stimmt. irgendeiner ins Kino reingehockt und hat irgendwie bei einer Vorpremiere schon mal gefilmt und das ist geleakt worden oder so, wie das früher passiert ist. Stimmt. Also ich würde auch mal recht unbefangen in das Kino reinhocken, Ja, muss ich ich freue mich sagen. auch mega. Mhm. Auch cool, eben wie du gerade gesagt hast, Peach innen so ein bisschen badass unterwegs. Es Mhm. gibt eine passende Synchronsprecherin für sie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber die Anya Taylor-Joy tut die sprechen. Sie hat die Hauptrolle damals besetzt bei Dame Gambit, ist bei Peaky Blinders dabei, Uh. Split, für die das kennen. Also eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen knochige, harte, krasse Rolle. Und ich glaube, das passt dann recht gut, oder? Nice. Ein Mhm. bisschen eine starke Persönlichkeit, das ist gut. Absolut, ja, Ja, taffe Frau, taffe Frau. Und nice. es hat auch sonst gute Besetzungen. Der Seth Rogen, der bei Superbad, dann noch Express beim ersten Mal und so mitgespielt hat, macht so ein bisschen den Donkey Kong. Der hat ja auch ein bisschen Humor, der passt recht gut. Voll. Jack Black ist der Bowser oder wie ich früher Grossartig. gesagt habe, der Bowser, Ein Bowser, genau. als ich klein war. Ja. Charlie Day habe ich nicht so viel können anfangen damit. Er, wo der Luigi spricht, er ist bei Kill the Boss und Pacific Rim dabei gewesen. Aber eher ein kleineres Licht, denke ich, neben den anderen. Und worüber aber viel geredet wird, nach wie vor, ist der Chris Pratt, wo man ein bisschen enttäuscht ist, dass natürlich nicht der Charles Martinet die eigentliche Stimme vom Super Mario entspricht, sondern der Hauptdarsteller von Guardians of the Galaxy. Ähm, Chris Pratt alias Peter Quill alias Star-Lord. Ähm, ja, aber was hattest du davon, Steffi? Hättest du dir lieber den Originalsprecher gewünscht? Ich muss gerade überlegen, sagt der Charles überhaupt mehr als so Sachen wie «It's a me»? Ja, es ist halt die ikonische Stimmlage, oder? Ja, das stimmt natürlich schon, aber sonst hat er nie wirklich eine Stimme bekommen, oder? Wo er wirklich mal mehrere Sätze am Stück redet. Ich Oder weiß nicht, bin ich da falsch? irgendwie Super Mario RPG, das sagt er glaube ich auch nicht, oder? Das sind nur so Nein. Dialoge oder so. Eben, aber wirklich eine offizielle Stimme hat er nicht bekommen. Und, du, ich muss sagen, mir stört es ehrlich gesagt nicht, wenn es jetzt nicht der Charles Martinet ist, wirklich nicht. Also, Hauptsache die Stimme passt zur Figur und das tut sie ja eigentlich, denke ich mal, schon. Also, spannend wird sicher dann auch noch mal bei den deutschen Synchronsprechern. Also ich gehe mal davon aus, es werden die gleichen Stimmen sein, die die Schauspieler auch so aber synchronisieren. Also meistens hat ja jeder Schauspieler einen fixen Synchronsprecher und darum Mhm. gehe ich davon aus, dass auch dort die Stimmen gleich werden bleiben. Also die Stimme, die der Chris Pratt synchronisiert wird oder Super Mario synchronisieren im Deutschen, ja, dort könnte es interessant werden, muss ich zugeben. Ja, mal Ja, schauen. das gibt sicher lustige Ja. Kombis, ja. Das wird interessant. Aber wie du sagst, eben, es passt gut und das hat auch der Co-Regisseur gesagt, wo nochmal die Wahl von Chris Pratt bestärkt hat, indem er gesagt hat, der Chris sei halt gut drin, der Otto Normalverbraucher mit großem Herz zu spielen. Das Und stimmt. ich finde auch, er passt dort an, er hat so ein bisschen Witz und Humor, ist aber trotzdem vom Boden geblieben. Ich glaube, das wird ganz gut. Ja. Ja, ja, Ähm, und ganz ehrlich, ich finde, darf dort auch ruhig ein bisschen offen sein. Also, und sich Sicher. darauf Ja, einlassen. Einfach mal darauf ja. einlassen. Am Schluss merkt man es vielleicht gar nicht. Am Schluss merken wir es vielleicht gar nicht. Und was wir vielleicht auch nie werden merken, ist, was uns im Schlaf begleitet, bei einer gewissen App, wo in Entwicklung sich befindet, Steffi. Genau, ja. Und zwar ist eine neue App angekündigt worden, die unseren Schlaf tracken sollte. Also nicht, dass es jetzt etwas super Spezielles ist, weil es das ja schon länger und schon öfters mal gibt. Schlaftracking-App, es gibt ja auch Schlaftracking-Uhren und so weiter. Also die Sache an sich ist absolut nichts Neues. Aber die Art und Weise, wie sie daherkommt, ist etwas Besonderes, meiner Meinung nach. Wo ich auch muss zugeben, bin ich fast ein bisschen gehypt drauf. Und wenn die App hier in der Schweiz verfügbar wird sein, was ich hoffe, wo es hat ja schon öfters mal Apps gegeben von Pokémon, die nicht in der Schweiz verfügbar waren. Zum Beispiel so eine Zahnputz-App.
Und die hast du in der Schweiz nicht Mhm. herunterladen. Und jetzt ist eben eine Pokémon Sleep App, also die heisst effektiv Pokémon Sleep. Und die wird hoffentlich auch hierzulande verfügbar sein. Mhm. Und zwar ist das am 27. Februar eben announced worden. Dann war ja Pokémon Day. Gewesen. Und ja, das Einzige, was man machen muss, ist die App herunterladen, aufs Handy herunterladen, dann das Handy während der Nacht neben sich also auf dem Nachttischli platzieren. Und die App zeichnet dann sozusagen auf, wie du schlafst, wie du dich bewegst, wie du schnaufst, ob du Geräusche machst, was auch immer. Und am nächsten Morgen, wenn du aufwachst, äh, tut die App dir sozusagen ein Pokémon zuweisen, wo einen ähnlichen Schlafrhythmus oder ähnliche Schlafmuster hast wie du. Und das kann natürlich von Nacht zu Nacht auch variieren, je nachdem, wie gut du geschlafen hast. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn zum Beispiel sehr viel gegessen hast und schwer gegessen hast, vielleicht noch ein bisschen Alkohol getrunken, dann schlafe Mhm. ich zum Beispiel aber nicht so wahnsinnig gut. Ja. Dann kommst du sicher ein anderes Pokémon zugewiesen über, als wenn du vorher zum Beispiel irgendwie am Abend noch Sport gemacht hast, dich richtig auspowert hast oder den ganzen Tag in der frischen Luft bist und dann wie ein Stein schlafst und dich praktisch nicht bewegst. So Nacht gibt es ja auch. Und Ja. ich bin echt gespannt drauf, ja, wie das ist, also wie gut dass es funktioniert und ja, ob das vielleicht auch ein bisschen Auswirkungen darauf hat, wie gewisse Leute dann, mit ihrem Schlaf umgehen. Weil Mhm. Schlaf ist halt etwas schon sehr Relevantes in meinen Augen. Das habe ich schon lange gesagt. Schlaf wird in meinen Augen unterbewertet. Das ist ja so ein bisschen der gegensätzliche Trend zu dem, was sonst auch gesagt wird, dass Schlaf überbewertet wird. Und ich finde eben gar nicht, im Gegenteil, ohne Schlaf fehlt uns oftmals Fokus, Energie, wir sind weniger leistungsfähig und darum denke ich, ist das sicher eine coole, auch ein bisschen gamifizierte Art und Weise, wie man ein bisschen zu besserem Schlaf kommt. Ja. Vor allem, wenn man gerne Pokémon hat. Und das Schöne ist ja, im Trailer sieht man, dass sich die App an Erwachsene richtet. Nicht mal wirklich an Kinder, sondern Ja. eher an Erwachsene. Und das finde ich irgendwie echt cool. Also klar, man muss natürlich davon ausgehen, dass auch Kinder die App werden benutzen. Logisch. Garantiert. Ja. Garantiert. Mhm. Ich muss ja sagen, ich habe schon, also meine Uhr, und das können ja heute alle die Smart Uhren, oder? Ja, Die können genau. ja das tracken, oder? Und ich habe das mal ein Weile gemacht am Anfang. Aber ich muss sagen, mich hat es ein bisschen angefangen zu stressen, wenn ich dann eben gesehen habe, wo mir die Uhr gesagt hat: «Hey, schau mal, also dein Schlaf, das ist einfach wirklich ganz Hund's mat.» miserabel. Machen wir Ja, etwas ganz dagegen. schlimm. Gang doch mal früher und schlaf endlich mal Ja. durch und so. Und es hat fast wie so ein bisschen Druck aufgebaut. Aber ich Mhm. habe das Gefühl, dass eben wieder so ein bisschen 'n spielerischen Aspekt hast und man sich dann ein bisschen freut auf das Pokémon, dass Mhm. das wie so die positive Stimulierung ist, Mhm. die du brauchst, dass es eben kein Stress ist, dass du bewertet wirst im Schlaf, sondern wie etwas, ja, etwas Cooles oder etwas, wo dich kannst darauf Ja, freuen. ich weiss genau, was du meinst. Wenn du so Uhren hast, kannst du schnell mal darauf kommen, oder allgemein, wenn du deinen Schlaf trackst, kannst du schnell mal dazu kommen, dass du tatsächlich ja, dich so wieder reinsteigerst. Und ja, du bist so abhängig davon, also irgendwann machst du dich so abhängig davon, ob du gut geschlafen hast oder nicht, durch die Uhr, die dir das sagt, dass du wie eben dich so ein bisschen in etwas reinsteigerst. Und ich habe einen Artikel gelesen, der eben auch ein bisschen kritisiert worden ist. So, ja, aber stellt euch vor, jetzt gerade bei kleinen Kindern, die die App benutzen. Ich hoffe zwar eben, wie gesagt, ja, als kleines Kind ist das vielleicht nicht das Optimalste, aber so ein Kind oder ja, einfach, ja, jemand Jüngeres, der die App braucht und halt so mit dem Gedanken so, welches Pokémon bekomme ich echt morgen über und so, weißt und Ja, ja, ja. ja, und was sich dann so viele Gedanken über das macht, dass sie dann Probleme haben zum Einschlafen. Das, ja, wo sie so aufgeregt sind, weißt? Das kann natürlich auch passieren. Das ist so ein bisschen einer von diesen ja, Punkte, die beschrieben worden ist, wo vielleicht ein bisschen negativ könnte sein. Und ja, ich bin auch bei dir. Ich glaube, alles immer überwachen und tracken muss auch nicht immer sein, aber
ich bin trotzdem gespannt, weil ich habe das jetzt noch nie gemacht und ich denke, ich werde das jetzt mal ausprobieren. Und Ja, ich denke, ausprobieren werden es Millionen von Leuten sich garantiert auf mal. Einfach jeden zum Fall. Schauen, oder? Ja, So gratis ist wahrscheinlich, oder? Bei ich gehe Pokémon Go mal nehme ich an. davon aus, ja. Das Einzige, was es ist, du kannst, also es gibt ja so ein Pokémon Go Plus Teil, also wirklich Plus Aha. ausgeschrieben und dann das Pluszeichen. Das ist so ein kleines, so ein rundes Pad irgendwie, wo du auch damit kannst tracken. Und also es ist ja so die letzte Version vom Plus-Tracker, den du für Pokémon Go kannst benutzen. Das kannst du dort eben auch nutzen. Und Ja, ich glaube, das wird auch ähnlich einfach auch die Schlaf aufzeichnen ja, und an dein Handy ja. vermitteln. Genau. Ob die bewegst und so. Ja. Ja, genau. Und ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht ein Fan, das Nattel so neben meinem Kopfkissen oder neben dem Kopf irgendwie herzulegen. Habe ich das gerne auf dem Nachttischli und das darf dort bleiben. Und ja, das Mhm. Pokémon Go Plus Ding ist da vielleicht ein bisschen, ja, weniger tragisch, wenn du es dann neben dir auf dem Küssi hast oder wenn es irgendwo verschwindet zwischen all deinen Küssinnen oder so. Weiss es auch Ja, nicht. gibt sicher Statistiken, was ist schädlicher Bluetooth oder Ja, 5G? um Himmels Ja. Willen. Nein, also rauskommen tut die App im Sommer, Juni oder Juli, das weiss man noch nicht ganz genau. Und ja, hoffentlich auf Android und iOS gleichzeitig. Bis jetzt eben, es ist entweder die Schweiz aussen vor gelassen worden oder es ist nur auf iOS erschienen und anscheinend soll es aber jetzt wirklich auf Android und iOS rauskommen und hoffentlich aber gleichzeitig, ja. Und dann können wir Wow. alle ganz toll schlafen. Yeah, und Ja. Pokémon sammeln. Und Oder Pokémon sammeln, sammeln sehen, wer wir während sind dem im Schlaf. Schlafen. Ah, herrlich. Ich habe ja sowieso schon ein Relaxo-Plüschtier neben mir. Ganz flauschiges, weiches. Jö. Ah, fantastisch. Und ja, vielleicht sammeln sich dann auch virtuell noch ein paar dazu. Da gibt es eine Slumber Party. Pyjama, Pokémon Pyjama Party, so hätte man es Ja, eigentlich auch können nennen, ist oder? gut. Ja, eigentlich schon. Ja. Cool. Genau, yes. Und du hast uns noch News mitgebracht zu GTA 6. Ja, auch ein Game, das schon länger erwartet wird, sage ich jetzt einmal. Mhm, genau, ja. Also ein Weile im Tiefschlaf verweilt, um gerade noch die Überleitung zu kriegen. Entschuldigung. Nein, Nice aber one. es hat natürlich den riesen Leak gegeben, oder da haben sich alle, glaube ich, auch von Rockstar ein bisschen müssen erholen. Dann ist lange wieder Stille gewesen. Mhm. Und jetzt gibt es nicht offizielle News, sondern ein Insider, nämlich der Test2, hat verlauten lassen, dass Rockstar plant, GTA 6 an Weihnachten 24 zu releasen. Ähm, Gar nicht mehr allzu weit weg, aber irgendwie doch ein bisschen zu weit für, ja, wenn man GTA 5 damals gekauft hat, was rausgekommen ist, so, ja, wenn kommt endlich mal das Neue, oder? Es ist dann schon Dekade wieder vergangen. Es lässt immer noch ein bisschen auf sich warten, aber zumindest hat man schon mal ein bisschen ein Fenster bekommen. Das ist Das gleich Ganze noch über 1,5 Jahre. Also, ja, lässt schon noch ein bisschen eben auf sich genau. warten, ja, muss man schon sagen. Die Hoffnung bleibt jetzt natürlich, dass es bei dem bleibt. Das ist nur, wie Dass es gesagt, eine vorverschoben Insider-Info. wird. Vorverschoben wird, ja. Ja! Nicht auf Weihnachten, sondern auf Samichlaustag zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Also es gibt natürlich auch gewisse Konsequenzen, die das alles mit sich bringt. Und zwar wird sehr wahrscheinlich, zumindest der Test 2 sagt das, werde Content bewusst weggelassen, dass wir das Zeitfenster können einhalten Oh, okay. können. Tragisch, wie ich finde. Ja, schade. Weil man kann es nachher natürlich als DLC wieder verkaufen. Mhm. Und das kennen wir schon zu Genüge, oder? Ich weiß nicht, ist das GTA 3 gewesen, wo man damals nicht, oder 4, wo man über die eine Brücke nicht hat können drüber, weil sie einfach, weil es, die andere Stadt dann Was? ist DLC gewesen, oder? Ist nicht wahr? Ja, und du kommst jetzt wieder so ein halbfertiges Game unter Umständen vorgesetzt, über, wo schon siehst, hey, der könnte hier und dann laufst du dort hier. Das ist einfach so eine unsichtbare Wand dort, die sagt, sorry, erst wenn der DLC draußen ist. Ah, Wir schade. hoffen natürlich, dass es nicht so schlimm wird. Steffi, wie sieht es bei dir aus? GTA überhaupt das Thema oder eher weniger? Null im Fall, muss ich wirklich sagen. Das ist so eines Null. von den Games, das mich absolut nicht reizt. Mhm.
Ich habe mich Nicht jetzt nie einmal, so als Online-Gangster gesehen, muss ich zugeben. ja, Und Real-Life-Gangster. das erst recht nicht. Nein, aber auch jetzt gerade eben auch so Autos, Autogames haben mich auch nie wirklich gereizt. Von dem her Mhm. ja, ist das jetzt bei GTA wirklich überhaupt nicht anders. Also, und es hat sogar ein Auto im Namen, also von dem her ja, muss ich jetzt Ja, sagen, ist wirklich nicht das Game, wo ich auf dem Radar habe, dass ich das unbedingt will. Aber ich freue mich natürlich für alle die es ja hart suchten. Und ich meine, es ist absolut verständlich, ich kann es nachvollziehen, dass es ein Game ist, wo halt auch sehr vielfältig ist und wo man wirklich so ein eigenes so Leben drin kann aufbauen kann. Also gerade die Roleplay-Surfer sind ja echt immer noch wahnsinnig gut besucht und laufen ja dort immer noch jeden Tag. Ja, also grossartig an sich, aber für mich nicht. Ja. okay. Also, ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich muss sagen, ich bin mit, GTA 2 damals das habe ich auf und ab gespielt gehabt. Ich weiß nicht, warum ich den Wechsel zu der 3D-Welt nicht, so richtig mitgemacht habe. GTA 3 schon noch, aber dann hat sie länger mehr abgenommen. Dann, GTA 5 bin ich nur noch rein, habe 1,5 Stunde lang rumgeballert und, meine 5, 6 Stündchen gehabt und, ja, dann ist das bei mir auch schon wieder gewesen. Auch wenn die Story an sich mega cool aufgemacht ist und dich dort richtig zum Boss kannst aufarbeiten, zum Gangsterboss, oder? Hm. Ähm, von Hast dem du nie her, Gangsterboss oh, wollen werden in dem Fall? gehört einfach nicht auf meine Bucketlist irgendwie. Ich Auch nicht weiss die nicht. virtuelle, okay, ja. Nein, also die virtuelle war bei mir, ein Auto klauen, schauen, dass der Autofahrer, der es gehört hat, noch am Türgriff hängt, dann weiterfahren und gegen einen Laternenpfosten, dass er so hängen bleibt. Das ist so mein Highlight gewesen. Oder mit dem Wow. Kollegen irgendwie Tennis spielen. Also so Wow. doofe Sachen einfach, ja. Ah, ja gut, Ähm, warum nicht, gell? Für das ist ja warum GTA nicht? da. Also auch gerade online, um mal so Bullshit zu machen. Ja, von dem her bietet es extrem viel, oder? Mhm. Bleibt immer noch die offene Frage, was gibt es im GTA 6 nachher Neues zu entdecken. Ich hoffe, es ist nicht alles hinter einer DLC-Paywall versteckt. Aber You ja, never know. dazu müssen wir noch ein bisschen abwarten. Was auch noch gesagt worden ist, dass die Mitarbeiter momentan nicht so happy sind. Natürlich nicht nur wegen dem Leak, aber auch noch, weil sie jetzt wieder zurück ins Büro müssen. Oh, Ähm, ist Corona oh, vorbei? Corona ist vorbei, tatsächlich, auch bei Ja. ihnen. Sie haben aber nicht die Wahl. Also sie müssen effektiv zurück ins Büro. Vielen gefällt das nicht. Mhm. Es gibt kleine Kündigungswellen dort bei Rockstar. Also nicht, dass Rockstar würde kündigen, aber dass die Mitarbeiter halt gehen und damit auch Talent Ah, gerade verloren so geht. rum. Okay, wo es ist ja recht gang und gäbe im Moment leider allgemein durch die momentane Wirtschaftslage, dass Firmen sehr müssen sparen. Mhm. Diverse Firmen, Game Developer, als Studios, alles mögliche, Publisher, entlassen ja viele Leute. Nicht nur Gaming-Firmen, sondern auch andere Tech-Riesen. Also entlassen ja gerade wahnsinnig viele Leute, vor allem in Amerika. Aber dass es jetzt wirklich von den Mitarbeitern sogar rauskommt, das überrascht mich gerade ein bisschen, ja. Aber ja, gell, wenn du zurück ins Büro musst, ja, jetzt, wo man sich so sehr als Homeoffice gewöhnt hat, ist natürlich, ja, schwierig. Schwierig, kann ich Ja, nachvollziehen. und viele haben sich sicher auch das Leben jetzt danach ausgerichtet, oder? Du hast Mm, 2 Jahre lang Zeit gehabt, dich ein bisschen daheim einzurichten. ja. Ja, vielleicht auch mit Familie dich entsprechend arrangiert und jetzt musst du das wieder über den Haufen rühren. Je nachdem hast du noch einen langen Arbeitsweg, wie du umgezogen bist oder was weiß ich, dann ja, es sinkt natürlich die Motivation ins Bodenlos und dann suchst du dir einfach irgendwo eine Entwicklerfirma, wo du kannst Homeoffice machen kannst. Ja, und ich So kann mir auch einfach. vorstellen, dass es vielleicht ein Zeitchen geheissen hat, bei den Stellen ausgeschrieben, so, ja, Remote-Arbeit möglich. Da haben sich natürlich viele darauf beworben, die auch nicht in der Nähe wohnen vom Büro. Und jetzt, wie es nicht möglich ist, ins Büro zu gehen und einfach zu zügeln, ja, kannst du auch nicht immer machen, gell? Ja, nicht die ganze Zeit. Aber ja, das sind ja Spekulationen. Wissen, wie es ist, tun wir ja tatsächlich nicht. Aber ja, GTA 6 hat einfach jetzt offiziell ein
Datum, was erscheint. Das, ja, Weihnachten nächstes Jahr. Eben, es geht zwar noch eine Weile, aber ja, immerhin wissen wir das schon mal fix. Und das ist doch grossartig. Von den Konsolen bzw. den Plattformen her, wo man es spielen kann, ist glaube ich sicher wieder PC und Playstation. Oder was meinst du? Xbox? Ziemlich sicher die Ja, grossen, die ja. Next-Gen-Konsolen wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ausser es gehen noch mehr Mitarbeiter und es gibt noch ein weiteres Zeitfenster ins 526 und dann kommen dann auf PS6 und die neue Xbox Ah, warten. hoffe natürlich nicht, dass es Release-Titel so gibt's lang ja. geht. Nein, stell dir vor. Nein, das wäre gar nicht gut. Bis Das es so weit ist, dann gibt es wahrscheinlich sogar schon eine neue Switch und dann kommt es auf der Switch raus. Garantiert. sicher, sicher. Garantiert, ja. Oh. Ja, und du hast auch noch etwas mitgebracht von einem neuen Teil, wo vielleicht doch keinen ist, oder wie ist jetzt das Ja, genau, Steffi? also die News haben sich regelrecht überschlagen. Alle so, es gibt ein CSGO 2, OMG. Und also CSGO 2 ist nicht nur in Mache, sondern ist auch schon gleich available. Also tatsächlich es sollte anscheinend CSGO 2, wie es überall genannt wird, wenn ist es schon Ende März oder sogar Anfang April erschienen. Und natürlich gehen da die Newsseiten wild gerade deswegen. Klar. Vor allem, weil CSGO ist ja nach wie vor ein enorm beliebtes Spiel. Also es ist ja nach wie vor einer der grössten E-Sports-Titel überhaupt. Ich würde so sagen, zusammen mit League of Legends wahrscheinlich der grösste nach wie Mhm. vor. Und vor allem auch gerade letzten Monat hat CSGO mit 1.324.800 Spielern gleichzeitig seinen eigenen Rekord gebrochen. Also es ist immer noch, Wahnsinn. ja, es ist immer noch also wahnsinnig geniales und vor allem auch sehr geliebtes Spiel. Und das, wenn man bedenkt, hey, das ist im 2012 rausgekommen. Also auch da wieder ein kleiner Ellbogen-Side-Note in die Rippen, wie alt dass wir doch mittlerweile schon sind. Das ist echt krass. Aber ich Ja. denke, ein bisschen ist es auch ein bisschen an diesen ganzen Lootboxen geschuldet. Also ich habe jetzt gerade letzte wieder gelesen, dass ein Messer, das in der einen Lootbox kann, hinter einem random Symbol stecken. Also du Mm. hast die Lootbox, dann flackern dort die Items durch und dann gibt es eins, so ein Fragezeichen. Und dort hinter nochmal kann dann so ein Messer sein und das ist aktueller Marktwert, wenn es dann das Richtige ist, etwa $1 Million wert. 1 Million? Ja, und natürlich kosten die Lootboxen dann auch, also das sind ja die teuren, oder die kosten ein bisschen etwas. Also Aber echte Dollar? US-Dollar? ja, 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 Nicht ja, ja. Ingame-Währung? Nein, echte weil da ist ein riesen Jesus Marktplatz Gott. um die ganzen Ja, Ingame-Skins das habe ich gewusst, aber dass gewachsen. es so schlimm ist, heftig. Hä? Ja, Also offenbar ist schlimm. das, Heftig ist keine es. Ahnung, jetzt vielleicht nur eins oder ich weiß es nicht. Man kennt nur Mm. den Skin, aber es ist noch nie jetzt draussen. So ins Detail habe ich mich dann jetzt über das Messerli doch nicht informiert. Aber 1 Million ist geboten aktuell, ja. Crazy. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass man anscheinend in einem Dings gefunden hat, im Nvidia-Update, hat man so Tags gefunden. CSGO 2 und CS2. Und jetzt geht man wie so davon aus, dass es einfach so als Shadow Drop einfach plötzlich so hier CSGO 2 kommt. Oder? Aber das ist so ein bisschen Fake News, sage ich jetzt einmal, also beziehungsweise ein bisschen sehr vorauseilende News, wo es tatsächlich nicht CSGO 2 ist, sondern es ist einfach Source 2 Engine. Also das Game CSGO wird in Source 2 Engine ported. Ja, Ach immerhin, auch so. das, mega News. Also ja, klar, es ist, ich meine, was willst du gross neu machen an CSGO? CSGO Das ist so ein stimmt. rundes Spiel, wo auch immer wieder neue Maps rauskommen, oder? Also, auch immer wieder neue Skins. Es ist so ein, also ich wollte jetzt nicht sagen, es ist ein Game, wo nach Perfektion ist, aber es ist wirklich ein Game,
Evergreen-Spiel. Du kannst es immer spielen. Es wird nie wie langweilig. Es ist Multiplayer. Du kannst mit Kollegen zocken, du kannst mit wild fremden Leuten zocken. Und du hast verschiedene Modi. Also, eigentlich ja, auch ein Game, das immer wieder updated wird. Und dass jetzt natürlich das ja, in Source 2 Engine rausgebracht wird, ist natürlich auch mega cool, wo es natürlich der Grafik nochmal ein kleines Upgrade gibt. Wo, ja, ein Game, das immerhin gleich schon 11 Jahre alt ist, tut das sicher auch mal nicht weh, wenn es da mal ein bisschen schönere Grafik daherkommt. Ja, also ich meine, nur schon die Umstellung von 1.6 auf Global Offensive ist ja schon riesig gewesen und jetzt Oh ist das auch ja. schon wieder so alt. Also eigentlich der richtige Schritt, oder? Da muss man sich nicht um die ganzen Balancings und Kartenoptimierung und so kümmern, sondern man sagt einfach, hey, wir müssen das Game auffrischen, weil das Core-Game ist ja immer noch super, wie es ist. Das Also es ist ein super bestätigt die Game. riesige Fanbase, die es hat, oder? Mhm. Aber gerade mit dem Ja. neuen Rekord, den sie erst gerade aufgestellt haben, jetzt, am 19. Februar war das gewesen. Also das Mhm. Game wird nach wie vor wahnsinnig viel gespielt und zu Recht, muss ich ja sagen. Obwohl es ja eigentlich so das Game ist, wo immer wieder Debatten auslöst, ob Gaming gewalttätig macht. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Ja, ich glaube, das tun wir alle mal so unterschreiben, Ja. oder? Ja. Ja, genau. Also einfach da, falls ihr hört, Leute, CSGO 2, ja, schön wär's, aber es ist einfach wirklich CSGO, wo in Source 2 Engine rauskommt. So. Aber immerhin doch etwas. Absolut. Ja. Und da habe ich aber etwas, wo doch komplett überarbeitet, also nicht überarbeitet wird, sondern komplett neu entwickelt wird und eine Fortsetzung ist. Und zwar ist das Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Gibt es einen vierten Teil und der ist angeteasert worden mit einem. Eigentlich wird es als Trailer bezeichnet, aber von der Kürze her könnte es wirklich nur ein Teaser sein, wo Bandai Namco und Toei Animation, also die schon die alten Teile entwickelt haben und published haben, haben das gerade letzte Woche angekündigt und sieht gut aus. Für die, die nicht wissen, Budokai Tenkaichi, also das Prügelgame im Dragon Ball Z-Universum behaupte ich jetzt mal so schlechthin, weil es einfach extrem viele Charaktere hat und sehr viel Dynamik. Also das Fighting-Game, ich sage jetzt mal Third-Person-Perspektive. Zwischendurch switcht es ein bisschen wieder so ein bisschen in die 2D-Welt, also wo man Charaktere so quasi von der Seite betrachtet, bei den Aktionen dann aber eben über die Schulter schaut. Und jetzt ist der vierte Teil angekündigt worden. Wann genau, weiß man noch nicht. Man weiß ja nicht genau, heißt es 4 oder heißt es irgendwie sonst irgendwie. Aber der Trailer lässt doch schon mal vermuten, hey, Grafik sieht echt nice aus. Und nach bald 15 Jahren, wo jetzt der dritte Teil rausgekommen ist, in 2007, für PS2 noch, Steffi, für PS2. Jesus. Ja, schon ein Weile her. Ja, Feel old tut's yet. Feel Old Yet, genau. Tut die Serie doch gut. Endlich mal wieder eine Auffrischung. Und schön, dass man es nochmal aufgreift. Hast du dich gern geprügelt früher, Steffi? Natürlich Natürlich, rein virtuell, ich bin die, Entschuldigung. ja, ich bin die Schlägelbrut gsi überhaupt auf dem Pausenhof. Schön, so stelle ich mich dir vor. Gell? Ja, das ist gut. Nein, natürlich nicht. Ich bin sehr harmoniebedürftig tatsächlich. Nein, ich muss zugeben, Fighting Games an sich sind nicht so viel für mich. Ich glaube, wir haben letzte Woche auch schon mal darüber geredet, dass ich Mhm. einfach zu schlecht bin, mir so Tastenkombinationen zu merken. Und sich für mich das nicht so, also dass ich mehr so eine intuitive Spielerin bin, sage ich jetzt einmal so. Mhm. Genau, und eben Tastenkombinationen sind echt nicht meine Stärke und darum bin ich absolut die Nilpe in Fighting Games und ja,
lass Voll die Finger okay. davon. Und Ja. zudem muss ich auch wirklich zugeben, Dragon Ball, ja, ich weiss, dass es ein wahnsinnig beliebtes ja, Thema ist, Franchise ist. Und ich finde ja echt cool, dass das wieder zurückfindet, so stark. Ist immerhin auch ein grosses Thema aus meiner Mhm. Kindheit, aus meiner Schulzeit. Ich kann mich noch mega gut daran erinnern, wo das damals im RTL 2 gelaufen ist. Und Ja. alle Jungs bei uns in der Schulklasse plötzlich haben angefangen zu zeichnen. Und alle haben die ganze Zeit den Son Goku gezeichnet in ihre Schulheftchen. Ja, ist das so, genau. Ja, aber gleichzeitig ist halt Sailor Moon gelaufen und Digimon und Pokémon und die Sachen haben cooler gefunden als Dragon Ball, muss ich wirklich sagen. Wow, okay. Ja, Ja vor gut, allem Sailor jeder Moon natürlich und Digimon. Ja, Digimon hat mir sehr ah, zugesagt. ja, da habe ich auch immer mitgesungen, ja. Aber auch bei Dragon Ball, also ich denke, Dragon Ball ist sicher der Anime, wo ich mich am meisten damit identifiziert habe, als ich klein war. Weil Pokémon habe ich mehr als Game gesehen und die Serie aber nicht so verfolgt. Mhm. Darum bin ich innen mit Dragon Ball aufgewachsen und freue mich ganz fest auf einen neuen Teil. Auch sehr interessant für die noch wissen, was Kinect ist. Steffi, Oh, weißt du noch, was ja, Kinect ja, ja, ist? Kinect, warte schnell. Das ist doch die Dingssensorik, Körpersensor, nicht? Ja, ja, Gell? genau, ja. Für die Ja. Xbox One. Oh, Jesus. Oder? Ist das gewesen? Und dort ist mal noch ein Budokai Tenkaichi rausgekommen. Und ich habe das so cool gefunden, weil du hast können so die Hand so hinterher nehmen und wirklich das Kamehameha machen. Geil. Natürlich hat es nicht ganz so gut funktioniert, aber dort, wo ich mal mitspielen konnte, war es schon geil gewesen. Und auch mit der Wii hast du so ein bisschen die Motion-Sensorik natürlich drin gehabt, wo du die Bewegung ein bisschen hast können mitmachen. Mhm. Ganz cool. Ich denke, das wird jetzt hier wegfallen. Ist vielleicht nicht so tragisch. Vielleicht konzentriert man sich wieder mehr ein bisschen aufs Kloppen. Und ich wünsche mir natürlich, dass es wieder ganz viele spielbare Charaktere dabei hat. Im dritten Teil hat es 158 gehabt. Da sind jetzt allerdings auch Varianten drin, aber Jesus Gott, das ist ja massiv viel. 158. Ich Ja, glaube, kein Fighting-Game hat so viel. Oder, also es fällt mir jetzt einmal gerade keins ein. Wahrscheinlich gibt es irgendetwas, aber mm, das ist recht viel. ja sag Recht nicht. viel. Weißt du gerade auf welchen Konsolen es erscheint? Ich nehme mal an, PC ist ausgeschlossen. PC ist ausgeschlossen, aber ich habe noch keine neueren Daten, jetzt, wo es genau wird rauskommen. Vermutlich liegt daran, dass es PlayStation wird sein und vielleicht noch Switch. Aber ja, tun wir mal noch zuwarten, bis wir da eine offizielle Stellungnahme haben. Aber jetzt, da der Trailer, Schrägstrich 3 Teaser draussen ist, Ja. und das vielleicht bald. Cool. Ja, in dem Fall, alle Pokémon-Fans dürfen sich freuen. Schön. Pokémon. Dragon Ja, auch. Ball-Fans dürfen sich freuen. Jetzt haben wir Ja, schon sorry, beide erwähnt. weißt du, Pokémon Sleep ist bei mir immer noch omnipräsent. Heute ist ein kleiner Sleepy Day, von dem her. Voll okay. Also zuerst kannst du dich als so ein Goku prügeln und nachher mit dem Pikachu pfusen. Ah, weißt du, Das ist doch gut. ein perfekter Tag, oder? Ja, schön. Ja, dann wären wir Aber durch leider mit ist nicht dem. alles so perfekt, ja. Mhm. Sag nochmal. Dann wären wir durch mit dem Buff soweit, würde ich sagen. Dann kommen wir zu Crit und dort haben wir vor allem ein Thema. Ist ein bisschen grösseres, aber wir probieren es so kurz wie möglich zu halten, aber gleich so vollständig wie möglich, damit damit auch ihr wisst, um was es jetzt hier genau geht. Und zwar habt ihr sicher mitbekommen, dass es mal wieder so einen kleinen Shitstorm in der Szene gegeben hat. Und zwar das Mal über Atomic Heart. Im Moment gibt es ja viele Shitstorms, aber der neueste ist Atomic Heart, wo ja erst gerade vor kurzem rausgekommen ist. Kurz zum Einreihen, was ihr euch unter dem Spiel könnt vorstellen könnt, wenn ihr es selber jetzt noch nicht gespielt habt. Es spielt in einer alternativen Realität, wo Russland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Also, ja, alternative Realitäten natürlich immer spannend. Eigentlich in Game-Sicht muss man natürlich schon zugeben. Auch gerade zum Beispiel für Geschichtslehrer oder Geschichtsinteressierte finde ich, ist sicher auch mal eine coole Perspektive. Aber natürlich im Moment gerade eher suboptimal mit dem Thema Russland, das einen Krieg gewinnt. Wenn man natürlich daran denkt, dass im Moment in der Ukraine nach wie vor seit über einem Jahr mittlerweile schon Krieg herrscht, wo ja von Russland ist ausgegangen.
Und jetzt fordert die Ukraine offiziell, dass Atomic Heart weltweit aus allen Stores gebannt wird. Und es geht sogar so weit, dass sich die Regierung von Kiew eingeschaltet hat und mehrere Briefe geschrieben und versendet hat an Sony, Mhm. Microsoft und Valve mit der Bitte, doch ja, das Game vor allem aus den digitalen Stores zu entfernen. Ja, und was ist so ein bisschen hauptsächlich das Problem? Also es gibt mehrere Probleme. Einerseits fragen sich viele Nutzer, ob eventuell der russische Entwickler Manfish möglicherweise Gelder von der russischen Regierung hat bekommen. Wobei auch da muss man sagen, Manfish ist jetzt nicht einfach nur ein russisches Entwicklerstudio, sondern wirklich ein global vertretenes mit ganz vielen Game Developers aus der ganzen Welt, also Österreich und so weiter. Und ja, und dort geht es wirklich darum, so, ja, wie heisst die Firma? Gazprom. Ob Mhm. die Entwickler eben Gelder von Gazprom haben bekommen. Und ich weiss nicht, weißt du da mehr zu Gazprom? Weißt du, was das ist? Ja, Gazprom ist ja vor allem seit dem März letzten Jahr sicher vielen ein bisschen bekannt. Also die russische Gasfördergesellschaft, wo auch sehr nahe an der russischen Regierung steht und kontrolliert wird, auch zum Großteil von der russischen Regierung und Schrägstrich Putin. Ähm, und dort dazu gehören ganz viele kleine Unternehmen. Und warum sage ich März letztes Jahr, dort ist von der EU Gazprom sanktioniert worden. Das heißt, man darf mit denen auch nicht geschäften, oder? Mhm. Und es gibt bei Mantfish dahinter ein paar Investoren, weil ja so ein poliertes Game jetzt, das daherkommt, kann man natürlich nicht ohne Gelder machen. Und Natürlich nicht, das kostet einiges. das kostet sehr viel und Mhm. darum sind auch Banken dahinter. Unter anderem Jam Capital, wo der Anatoly Paly, der Gründer, dahinter ist. Und der war lange Manager vom Gazprom-Tochterunternehmen Gazprom Gasenergozet. Also dort natürlich sind da viele Brücken geschlagen worden, oder? Aber es zieht sich dann doch ein bisschen hin, wenn man das Crit-Thema noch ein bisschen weiter aufgliedert nachher. Mhm. Es geht nämlich auch so weiter, dass der, oh mein Gott. Der Besitzer von Volgagas, wo der Partner ist von Gazprom Neft, also das gehört alles eben auch so ein bisschen in die Gazprom-Gesellschaft drin. Ähm, er ist der Besitzer von Volgagas, der Anatoly Paly, hey, die vielen Namen. Das ist schwierig heute, mit diesen Namen, die ganz exotisch sind, Ja, Steffi. ja, gell? Aber dem gehört eben auch Volgagas, die sind bei Gazprom angegliedert und Gazprom, wie gesagt, ist sanktioniert worden seit letztem Jahr von der EU. Mhm. Und es gibt noch ganz viele weitere Themen, wo eben noch angeguckt worden ist mit Atomic Heart. Etwas mit Easter Eggs, Steffi. Genau, ja. Und zwar sind anscheinend diverse Easter Eggs im Game auftaucht, die sich über die Ukraine lustig machen. Zum Beispiel auch ein Cartoon, wo rassistische Ressentiments schüren soll. Dort handelt es sich um ein sehr beliebtes Cartoon aus 1955. Ja, in dieser Zeit spielt das Game ja auch. Und dort haben sie ausgerechnet eine Szene gesucht, also sich herausgesucht aus diesem Cartoon, wo sich über die Ukraine lustig macht. Und das ist natürlich eher suboptimal. Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Es hat auch Ja. eine Europakarte, wo die Krim als Teil von Russland zeigt, ja, wo sie zu dem Zeitpunkt eigentlich schon zur Ukraine hat gehört. Ja, auch da muss man sagen, eben, in der alternativen Realität, wenn natürlich Russland gewonnen hat, kann es durchaus sein, dass es dann nicht so wäre gewesen. Ich kann mir natürlich aber durchaus vorstellen, beziehungsweise ja, ich würde mich auch in der jetzigen Situation mit dem Konflikt Ukraine-Russland auch sehr ja, angegriffen fühlen, muss ich wirklich sagen. Also es ist sicher nicht etwas, was man sich gut überlegt hat. Ähm, Mhm. Ausser man hat da wirklich aktiv provozieren. Außerdem sind auch eben Fotos von einem unzerstörten Donetsk auftaucht. Ich weiss nicht, musst du vielleicht schnell erklären, was Donetsk ist? Ist das eine Ja, Stadt? ist immer noch die umstellte Stadt in der Ukraine, wo ja
öfters das Zentrum ist von diesen ganzen Gewalttaten und vom Mhm. Krieg. Es ist immer nach wie vor sehr, sehr umkämpft, oder? Und allein von der Zeit, wo Atomic Heart spielt und wie es früher dort schon ein bisschen Probleme gegeben hat, passt halt einfach nicht ganz so jetzt Bilder in das Spiel hineinzutun. Oder natürlich tut man es ein bisschen aufgreifen und dann auch als Grund nehmen, hey, schaut, russisches Spiel, Donetsk, ja, wo gehört es jetzt an? Oder Mhm. ein bisschen kritisch einfach dort durch. Ja, und weiter hat es auch noch Drohnen, die ja, Zivilisten töten. Und das ist jetzt auch gerade in diesem Zeitpunkt vielleicht weniger gut, so etwas zu zeigen, auch wenn es ein Game in einer alternativen Realität ist. Mhm. Genau. Und ja, ein weiterer Punkt ist auch, dass anscheinend bezüglich Finanzen auch noch etwas dazukommt. Und zwar, also mit Finanzen, es geht in die Richtung, dass eventuell, da ist man sich aber, das ist mehr Spekulation, wenn man das Spiel kauft, dass man indirekt den Krieg unterstützt. Beziehungsweise es geht die Angst um, dass ja, der Krieg insofern, also auf russischer Seite, indirekt unterstützt und finanziert wird, weil eben das Büro in Russland hockt, beziehungsweise eben Mantfish halt ein russisches Management hat. Genau, und das ist natürlich, es wäre höchst problematisch, sind wir ehrlich, wenn da wirklich die Gelder in den Krieg würden fließen, also aus mehreren Aspekten natürlich. Ja. Ja, und da hat man natürlich auch noch ein bisschen tiefer geschürft, um Mhm. irgendwie noch ein bisschen Grundlagen für das zu finden. Und zwar ist der Creative Director bei Mundfisch früher bei der Mail.ru-Gruppe und angestellt gewesen dort. Die gibt es nicht mehr. Die heisst jetzt V-Kontakte. VK, das ist so das russische Facebook. Ah, okay. Und VK fährt einen ganz strikten Pro-Putin-Kurs und verwendet auf dieser Seite auch Methoden, um User zu verfolgen, rechtlich auch, die sich eben als Oppositionelle ausgeben oder einfach halt nicht pro Putin postet. Das geht nochmal ein bisschen weiter. VK wird wiederum von Gazprom kontrolliert, wo eben zu einem grossen Teil von der russischen Regierung gesteuert wird. Und VK ist einer der Publisher von Atomic Heart in Russland. Und so schließt sich dann der, ich sage jetzt mal ein bisschen, nicht ganz runde Kreis, aber er schließt sich trotzdem ein bisschen. Und das wirft halt einfach Fragen auf, weil Mundfisch sich da auch nicht ganz so deutlich dagegen oder dazu geäußert hat Ja, und in das den ist ja letzten auch Wochen. genau das. Wenn du schon so ein kriegerisches Game publizierst, also entwickelst und publizierst, ich meine, wo ja ganz eindeutig auch politische Themen beinhaltet, dann solltest du Mhm. dich doch nicht ausgerechnet von politischen Themen, die so aktuell sind in dieser Region, einfach ja, distanzieren. Also, das ist ja schon länger das Thema, dass Games immer politischer werden. Mhm. Ähm, aber gerade das, also, sorry, aber wenigstens anerkennen, dass der Krieg stattfindet. Und das haben sie nämlich auch nicht. Wenigstens das hätten sie dürfen. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, wie sich dort der Mantfisch platziert. Ja, muss ich wirklich Ja, ich, sagen. ich verstehe halt auch nicht, warum man nicht irgendwie irgendwelche Fantasienamen benutzt hat. Klar gibt es das auch ein bisschen, also schlechtes Marketing ist leider immer noch Marketing, oder? Das ist so. Ähm, aber man hätte doch eigentlich können, wie bei Bioshock Infinite, wo auch vieles angekreidet hat von der westlichen Gesellschaft her und ihr Verlangen nach mehr und Industrialisierung etc. Pipapo. Aber er hat Fantasienamen benutzt, gehabt, Mhm. oder? Und das Ja, und hätte man hier doch ist bei halt Atomic wirklich ein Heart bisschen nicht das machen können. Problem, dass es alles ein bisschen verherrlicht wird. Also das ganze Regime unter dem Stalin und so Mhm. wird natürlich alles verherrlicht und ein bisschen romantisiert. Und das ist natürlich auch extrem schwierig. Ja, also gerade in der heutigen Situation. Ja. 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 Aber ja, schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ob die Games, also ob das Game effektiv aus den Stores rausgenommen wird. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir noch heute in Loot.
Und dort haben wir nämlich eine fantastische Ankündigung für euch. Und zwar werden wir in den nächsten paar Tagen, also es kann sich wirklich nur noch um wenige Tage handeln, endlich das Steam Deck bei uns im Shop haben. Leute, Steam Deck. Und nein, Wow. wir reden nicht vom Elgatos Dream Deck, wo man mit wenigen Klicks kann den Stream kontrollieren kann. Nein, sondern wir reden wirklich von Handheld-Konsolen von Valve, wo man dann die ganzen Steam-Games drauf kann spielen kann. Und es wird wirklich in den nächsten paar Tagen bei uns im Shop aufgeschaltet. Ich bin wahnsinnig gehypt, nachdem ich irgendwie vor 1,5 Jahren oder so einen Blogpost darüber geschrieben habe, dass es jetzt endlich bei uns in den Shop kommt. Ich freue mich sehr. Ich weiss auch, dass der Yves sich schon eins gesneakt hat. Und ich darf ja, Ah. ja, es ist schon unterwegs. Also wir können das schon mal ein bisschen anschauen. Er nimmt es mit ins Büro, wir können dort schon hands-on machen, sozusagen. Und Mhm. genau, ja, und das sollte das so schnell wie möglich dann eben auch für euch alle verfügbar sein. Genau. Mega toll. Und was auch noch aufgekommen ist, bevor wir den Podcast überhaupt gestartet haben, war schon die Frage, ob es ein Steam Dock, also Steam Deck Dock, ob das auch wird, bei uns in den Shop kommen. Dort gibt es aber immer noch Verfügbarkeitsschwierigkeiten. Also das ist tatsächlich noch nicht ja, so einfach zum Bekommen, nach wie vor nicht. Ja, aber auch sobald das möglich ist, also unsere Leute, unsere PMs, unsere Product Manager schauen natürlich nach wie vor jeden Tag schon fast, wenn wir wo das alles verfügbar ist und wir das bei uns im Shop bekommen. Und ja, ich kann nicht sagen, wie viele Stück das wir bekommen, aber first come, first serve, Leute. Wir haben es in 2 Ausführungen. Es gibt ja 2 verschiedene Grössen bezüglich Speicherkapazität. Und wenn ich es recht im Kopf habe, haben wir die mittlere und die grösste organisiert. Aber da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr sicher. Also die mittlere haben wir garantiert. Ich glaube, die kleinste ist mal zur Diskussion gestanden, dass das wie zu wenig ja, Speicherkapazität hat und sich das wie gar nicht lohnt. Und ja, darum. Aber wie es dann tatsächlich ist, hängt natürlich davon ab, was dann effektiv verfügbar war und was nicht. Aber ich freue mich, weil, hey, Steam Games, ich meine, das ist so der Grund, also einer der Hauptgründe, warum ich immer noch so gerne auf der Nintendo Switch spiele, weil ich mich dort einfach aufs Sofa pflanzen kann und nicht nach einem arbeitsreichen Arbeitstag noch weiter am PC muss zocken. Und wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, alle meine Hunderte von Indie-Games endlich am PC, eben nicht am PC, sondern auf dem Sofa an diesem Steam Deck zu spielen, eben am besten natürlich angeschlossen am Fernseher mit der Docking Station, boah, dann wird Mhm. das fantastisch. Kann ich endlich meine Pile of Shame abarbeiten. Grandios. Obwohl es schon lange ein Apple TV gibt mit einem Ja, Steam Apple, wer will Deck. schon Apple? Come on, please. Ich will es auch nicht, aber ich kann sagen, dem habe ich es gekauft, dass ich kann, Ja, über fair, Big ja. Picture Mode gamen. Okay, fair. Ja, kann ich nachvollziehen, absolut, ja. Das ist leider die einzige Option. Jetzt zum Glück in dem Fall Steam Docking Station noch vielleicht. Genau, irgendwann Hm. kommt sie vielleicht, sobald sie verfügbar ist. Das ist eben aber gar nicht so einfach. Der Yves hat dort sicher ein bisschen mehr Insights als ich, wo dort näher an der Thematik ist. Aber eben, Mhm. lasst euch einfach von mir sagen, wir sind dran, es wird geschaut, dass wir das bei uns im Shop haben. Und sobald wir das haben, werdet ihr das natürlich als erstes hier erfahren. Top. Genau. Etwas anderes, was wir noch neu auch im Shop haben, ist der Backbone-Controller für die PlayStation. Und anscheinend ist das so ein PS-Remote-Controller, den du nach dem Handy kannst zocken. Genau, den haben wir auch im Shop. Ist für alle iPhones, ist für PC, Xbox und PlayStation, also kompatibel von dem her. Ja, ich muss zugeben, ich weiss nicht ganz genau, was ich mir darunter vorstellen kann, wo du spannst dein Handy ein, also dein Smartphone geht da rein. Aber ja, anscheinend kannst du dann da drauf deine PS-Games spielen. Und Genau, über Remote Xbox. Play, wenn du in der Nähe bist, dann Ja. kannst du das einfach so nutzen. Und es sieht sexy aus, finde ich. Ist ein cooles Design. Ist so etwas zwischen PlayStation Controller und
Twitch-Controller. Voll, voll, ja. Müsste ich nicht ganz einig sein. Ja, wahrscheinlich, ja. Es Äh, sieht bubbelig aus, sagen wir es so. Bubbly, Irgendwie, ja, ja, irgendwie sieht genau. es bubbelig aus und sehr angenehm. Also so, als würde es gut in den Händen liegen, weißt du. Ja, Ja, voll, voll. genau. Yes, also das sind unsere 2 Gaming-News-Neuheiten, die wir im Shop haben. Und dann wäre es das eigentlich auch schon wieder mit dem Loot. Loot tut gut. Und ja, ich habe mir nichts gekauft in der Zwischenzeit, also jetzt innerhalb von den letzten 7 Tagen. Du glaubst auch nicht, Cyril, gell? Bestellt, aber es ist Ist immer noch nicht gekommen. ausverkauft. Ah, Kopfschutz. Ja gut, also, wenn etwas ausverkauft ist, dann geht es aber ein bisschen länger, bis man es schlussendlich Schlimm. hat. Das kann Schlimm. ja, da kann ja unsere wahnsinnig schnellen Lieferzeiten Leute daran ändern. Nein, nein, nein. Also es liegt wirklich beim Lieferanten. Ja. Also beim Transportunternehmen. Es liegt nicht mehr an uns. Liebe Leute, es liegt nicht immer an Pracht.ch. Das ist ja so, das muss ich auch sagen, schnell an dieser Stelle. Wenn ich natürlich immer wieder auf Twitter lese, so, ja, Brack hat mal wieder so Versandverzögerungen und so. Ja, es liegt einfach eben meistens wirklich nicht an uns, sondern an der, ja, am, wie sagt man, Versanddienstleister. Ja, whatever. Ja, genau. Wir sind in der Regel ziemlich schnell. Ja, Ja. das ist so. Ja gut, so viel dazu. Buffcrit Loot. Ich hoffe, die Episode hat euch wieder gefallen und ich glaube, wir haben die News recht gut abgedeckt. Und für das, was wir eigentlich gesagt haben, das wird eine kürzere Episode, sind wir jetzt gleich wieder in 4 Stunden. Es sind Aber einfach 2 wir Schnurris, haben Steffi. einfach, ja, wir haben einfach wahnsinnig viel zu erzählen und es passiert einfach immer so wahnsinnig viel in dieser Gaming-Welt. Es wird nie langweilig. Und darum, ja, wäre natürlich mega cool, wenn ihr uns 5 Sterne geben würdet. Teilt den Podcast mit euren Friends, damit auch sie auf dem Laufenden bleiben und um uns ein bisschen zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, genießt den Rest vom Tag, der Woche, wenn auch immer ihr den Podcast hört. Denkt daran, Discord-Giveaway läuft noch bis zum Dienstagabend. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao zusammen. Tschüss miteinander.